für den Dieb, den wir gerade umgebracht haben. So, dann schauen wir mal. Und zwar bei Orlan. Ich habe für so etwas keine Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich, mein Herr. Selbstverständlich. Hat denn der noch die Kleidung? erzählen. Haben wir es überhaupt dem verkauft? Eine schlimme Sache. Der hat nämlich nichts mehr. Keine Ahnung, sag du es mir. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Dann verkaufen wir eben unser Klump. Ich werde mich da nicht einmischen. Und zwar Das ist wirklich nicht mein Problem. der Feuerbogen. Den Ich müssen wir uns werde mich da pulten. nicht einmischen. Das ist doch alles nur Gerede. Das will doch keiner mehr hören. Ich hätte das So, der Dolch, den brauchen wir nicht. Der schwere Ast weg. Ich habe für so etwas keine Zeit. Das Beil. Das war doch schon vorher klar. Rustiges Schwert. Das will doch keiner wissen. Brauchen wir nicht. Einen Degen Das brauchen wir ist nicht. wirklich nicht mein Problem. Und das Das hätte grobe er auch selbst Breitschwert wissen brauchen wir eigentlich auch nicht. Oder? Das war doch schon vorher klar. Wir haben eigentlich ein bessere. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Goldener Ring brauchen wir nicht. Noch mal zuhören. Das wundert mich nicht. Und die Köpfe, die Das Pulten will doch uns erst keiner einmal. wissen. gibt es von Dexter einen Sag Steckbrief. mir nicht, du hast das nicht gewusst. Gibt's sogar. Ich werde mich da nicht einmischen. Heute haben wir den Steckbrief verkauft. Von mir erfährt keiner was. Das interessiert mich nicht. Er hat auf die falschen Gut, Leute Kleidung gibt's da keine. Jetzt schauen wir mal auf den Steckbrief von Dexter. Da gibt's nämlich 1000 Gold. Das habe ich früher auch immer. So, und jetzt Mir erfährt gehen wir zurück nach Korinis, um unser Kopfgeld abzuholen, und dann kriegen wir 1750 Goldstücke. Die Banditennummer, die werden wir nächstes Mal versuchen zu erledigen. Weil das ist ja ein ganzes Rudel. Und die sind da ziemlich schießwütig, weil die mit Pfeil und Bogen auf uns losgingen. Halt. Eine Waldbeere, die nehmen wir mit. Vielleicht springt ja ein Ding außer, eine Beförderung, wenn wir da die Steckbriefe abarbeiten. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ehrlich, ich hab's So wie hat der kosten Halvor. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. War das nicht der da Worum soll ich mich denn hinten? noch alles kümmern? Das ist doch kein Geheimnis. Na, das ist Hakon. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist ja schrecklich. Wirklich? Das Wer ja war denn interessant. Halvor? Wer muss die Arbeit ja machen. Das ist mal wieder typisch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er sollte lieber den Mund halten. Schlimme Zeiten sind das. Mein Mann sieht das anders. Das darfst du keinem erzählen.
Okay, jetzt sind wir wieder bei der Miliz und bei Lord André. Steckbrief. Den klang mal lieber nicht an. Nicht, dass wir da auch noch klauen. Hey, So, wegen dem Kopfgeld. ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ach so, können wir das nicht? Kann ich jetzt endlich zu Lord Hagen? Du stehst jetzt im Dienst der Paladine. Sie werden dich vorlassen. Aber du solltest ihm besser etwas sehr Wichtiges zu sagen haben. Keine Angst, das habe ich. Denk daran, dass du vor den obersten Paladin trittst. Benimm dich entsprechend. Du vertrittst jetzt nicht nur dich, sondern die gesamte Miliz. Gut. Da können wir nicht das Kopfgeld holen. Wo dann? Wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Da unten war er. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. War da nicht mal der Kopfgeldjäger? So, wo können wir denn nur einkaufen? Eigentlich Aber nirgends. Inus sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Und Innos sprach zu ihm und der Mensch ward ihm unter. Pablo. Und Innos Vielleicht bei Martin, der ist doch auch noch Händler. Können nur abwarten. Meinst du mir? Können wir jetzt zur Affe? Oder hauen uns die ein? Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Wirklich nicht mein Problem. Davon lasse ich lieber. Ich gehöre zur Miliz. Lass mich rein. André hat dich also aufgenommen. Dann kannst du ja nicht so ein schlechter Kerl sein. Du gehörst ab jetzt zu den Beschützern der Stadt. Also sei schön freundlich zu den Bürgern. Meine Meinung. Ach so, jetzt dürfen wir durch hier. Das hört sich gut an. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. So, jetzt sind wir im obersten Viertel. Und da steht schon, ne? Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern, dort hast du nichts zu suchen. Als Angehörige der Miliz hast du im Übrigen Zugang zu den Räumen der Paladine. Aber dein Quartier ist nach wie vor in der Kaserne. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Das solltest du am besten wissen. Als Angehöriger der Stadtwache ist es deine Aufgabe, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. So, wo wir Lord Hagen finden, das wissen wir eh. Der ist nämlich da hinten in einem großen Gebäude. Das ist doch alles nur Gerede. Aber wir wollen uns erst einmal ein bisschen umschauen. Ich bin ganz deiner Meinung. Stadtwache. Ich habe da so meine eigene Meinung. Darf man da hinten? Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben soll. Hauswache. Man darf ja nicht alles glauben, was man hört. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, Da funkelt was. aber das Licht war eine Qual. Aber da können wir nicht rein. Das war doch schon vorher klar. Und alles, was Innos erschuf, wurde Zumindest von jetzt noch Ea nicht. zerstört. Bürger. Sag du es mir. Das hat er doch vorher gewusst. Wambo. Fangen wir mal bei dem da an. Noch mal zuhören. Achso, dieser Bürger. Das hat er wirklich nicht verdient. Eine Und glaub Tränke. ja nicht, dass das alles ist.
Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Zeig mir deine Ware. Tränke. Was hat er denn für Tränke? Die sind aber relativ teuer. Das höre ich zum ersten Mal. Ein Amulett für 600. Es schützt vor Feuer. Aber mit Feuer haben wir eigentlich Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. eher wenig zum Tor. Ich habe so einiges gehört.